Weiter geht's mit unserem Kuvert-Projekt. Heute dekorieren wir ein bisschen dekorieren und so. Ich habe hier erste Sachen parat gemacht, was mir alles so in die Finger gekommen ist. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Und ich habe mir hier Distress Ink parat gemacht, ein bisschen Salty Ocean, um ein bisschen blau inken. Eigentlich hätte ich ja schon, ist mir dann erst zu spät in den Sinn gekommen, alle die Sachen, die ich jetzt hier schon draufgeklebt habe, das wäre jetzt schön gewesen, wenn das auch alles noch blau geinkt gewesen wäre. Aber ja noch, vielleicht muss ich zuerst noch schnell zeigen, für die das letzte Video nicht gesehen haben, das ist so, unser Kuvert. Wir haben das zusammengenäht, hier mit so einem Büchlein drin. Hier hat es ein kleines Täschchen und da hat es auch ein Täschchen, wo man dann etwas Grösseres reinstecken kann. So und so. Genau. Der Plan ist, da habe ich ein hübsches Kuvert, das ich hier gerne reinkleben möchte. Mit dem hier drauf oben. So, da hätten wir hier noch ein Täschchen zusätzlich. Und hinten eben auch genau dasselbe hier. Da vorne und hinten habe ich gedacht, möchte ich gerne so die Bildchen drauf tun. Einfach so eine Reihe. Und auf dieser Seite das. Es passt gerade ganz knapp. Müsst ihr gut schauen beim Zuschneiden. Und vorne hätte ich gerne den Wolf drauf gehabt. Da muss ich dann auch gut schauen beim Zuschneiden, dass wir den nicht allzu fest zudecken, aber dass er dann gleich noch gut sichtbar ist. Und hinten habe ich mir auch noch so einen Mond ausgesucht, den ich gerne ausschneiden möchte und dann hier irgendwo drauf pflümeln. So, genau. Und jetzt geht es ins Inken. Upsla. Da wieder alles mein Zeug drauf. Ich habe bei denen, das sind einfach so Scrapbook, Papierli. Habe ich schon mal ein bisschen die Eckchen gerundet. So. Ja, das sieht doch gut aus. Und das kommt auch überall ein blaues Kännchen über. So. So. Viel zu viel draufgeschmiert, oder? Oder nicht? Nein, das ist gar nicht so weit über tun. So. Jetzt ist es krumm. Voilà. Da. Ja, das ist gut. So. Und jetzt noch hinten. So, zack und zack.
Und das Ganze jetzt noch auf der anderen Seite. Sehr gut. Zack und zack. Ah ja, genau, da und da habe ich noch ein bisschen Washi-Tape reingeklebt. Ich habe leider von diesem herzigen Blauen nur so ganz schmales, sonst hätte ich ein bisschen breiteres genommen. Und ich hätte es am liebsten hier drüber reingeklebt, weil mir der Bereich hier einfach auch nicht so wahnsinnig gut gefällt. Und dass er so fest gefaltet ist und verrümpelt ist. Aber vielleicht wird es ein bisschen schöner, wenn ich es dann noch ein bisschen inke. Ich wette, dass er rundherum auch alles noch ein bisschen blau inke. Aber auch zum Verstärken wäre das jetzt schön gewesen. Das Schmale geht natürlich nicht, aber was ich auf jeden Fall muss, ist es noch ein bisschen ankleben. Also anleimen. Ich habe es jetzt wirklich erst wenn, also 3, habt erstaunlich gut. Also. Ich finde, das ist noch ein recht herziges Kännchen. Und hier auf dieser Seite sieht man so ein bisschen durchschimmern. Hier hat es Schrift gehabt. Man sieht es jetzt gerade, wenn ich es wegnehme. So. Elco Premium, das wollen wir nicht sehen. Soli! Gut. So. So gut. Genau, jetzt machen wir doch hier noch die da. Ich schneide die jetzt gerade mal als erstes aus. Einfach mal den Streifen und nachher schaue ich, ob es hübscher aussieht, wenn man sie noch einzeln ausschneidet. Wahrscheinlich schon. Ja, weißt du, ich mache sie gerade sowieso schon ein kleines bisschen kleiner. Weil sie doch wirklich sehr, sehr, sehr knapp sind. Jetzt bekommen die noch ein bisschen eine Imkerei. So. Hui. Voilà, jetzt habe ich mir gerade überlegt, aber ob es vielleicht schöner wäre, wenn ich da noch eins täuschen würde. Vielleicht so. Ja. Genau. Also, ich würde sagen, Wolf, Reh, Mond. Wolf, Reh, Mond. Aufkleben. So, ich glaube, ich mache zuerst den Mond und dann setze ich das Rehli in die Mitte. Und dann, da hätten wir Rehfederli Eulen. Eulenfederli Reh. Gefällt mir besser. Jetzt tun wir das, glaube ich, mal inken. Weil das dann schon ein bisschen trocknen, bevor ich es da wieder auf und zu klappe.
Und das kann ich dann gerade trocknen, wenn ich dann für die Hinterseite den Mond zuschneide und für die vordere Seite da den Wolf mit dem Mond. So. Voilà. Soll das jetzt ein bisschen trocknen? Da könnten wir ja eigentlich auch gerade durchfräsen. Jawohl. Muss jetzt hier. Und da tun wir auch gerade. Das andere lassen wir noch. Das ist nämlich etwas, was ich nicht so beachte, dass man das trocknen sollte. Und dann klappe ich es einfach so wieder zu und dann gibt es mir dort ein Rändchen. Jetzt lasse ich es aber schön brav trocknen. Und dann schneide ich da mal den Mond aus. Gut, sehr schön. Ja, und jetzt sollte man das noch ein bisschen trocknen. Muss ich wissen, wo ich da abschneiden muss. Könnte man es sogar noch ein bisschen mehr mitnehmen. Oder ich will einfach nicht, dass der Kopf, ja, das Ohr ein bisschen zudecken. Macht das etwas? Ein bisschen über. So. Ja, ich glaube, so ist gut. He? So kleben wir doch das drauf. Und einfach der Mond. Ui. Einfach so der Mond. Das ist ein bisschen langweilig. Ein dunkles. Und dann der Mond. Oh, schau mal. Oh. Das passt ja jetzt gerade super, finde ich. Oh ja, komm. Komm, wir machen das so. Das ist aber gerade sehr Zufall. Passt ja gerade wunderbar. Also, da machen wir auch die Ecke weg. So, jetzt das hier ist ein bisschen mager. He? Oh, aber das müssen wir ja sowieso noch ankleben. Da. Das müssen wir ja noch ankleben. Ich glaube aber, für das brauche ich da 2 Klemmerchen, wo man das so ein bisschen hebt. Das soll ja noch ein Täschchen geben. Ups, aber ich möchte es auch noch gerade ein bisschen inken. So. Gut. So. Und zusammengeklemmt. So. Und
zusammengeklemmt. Voilà. Gut. Und dann glaube ich, kann ich hier jetzt rundherum auch noch ein bisschen fertig wirken. Ups, das ist sehr dunkel geworden. Und jetzt gibt es hier noch einen Knopf zum Zumachen. Schau, wo die Mitte ist und ob wir dann hier dem gerade über die Schnauze reinkommen mit dem Zumacherli. Das wäre wirklich genau hier. Können wir es dann nicht ein bisschen weiter oben anmachen? Oder ist es blöd? 2 sind auch doof. Also es wäre wirklich genau da, ist die Mitte. Es geht nachher zum Zumachen genau dem über den Grind. Das ist wirklich blöd. Und wenn wir es hier oben machen, hier, komm, wir machen es doch hier oben. Mal probieren. Das ist wahrscheinlich zu klein, oder? Ich sehe es nicht richtig. Nein. Könnte gehen. Da hat es aber noch ein bisschen mehr Blau. Oh ja, ich glaube fast, das ist ein bisschen besser. Herrlich. Ja, es ist ein bisschen chaotisch da. Ein bisschen. Nur ein bisschen. So. Ja, ich möchte gerne das hier, aber es muss ein bisschen verstärkt werden. Für das brauche ich noch ein bisschen von dem. So, dann das zusammenkleben. Hey, es schneit für aussen. Es ist unglaublich. Es schneit und schneit und schneit und schneit. Und ich muss nachher dann mit den Hunden spazieren. Und ein Hund wird ausflippen, weil er so Freude hat. Und einer muss ich hinten nachher schleichen, weil es ihn so anschießt. Oh je, meine. Oh, das arme Hündli. Der hat einfach nicht gern kalt und nass. Der ist jetzt einfach wieder ein halbes Jahr lang depressiv. Und will nicht zu seinem Körbli aus. Und dann im Frühling die ersten Sonnenstrahlen und dann säckelt er mir wieder in den Garten raus und kumpelt um wie ein Jungsreh. So. Wir brauchen ein Loch. In der Mitte bitte. Wenn wir etwas wünschen könnte, würde ich mir wünschen, dass das Loch in der Mitte ist. Ist es fast, hätte ich jetzt mal so gerötelt. Und dann, ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber mal, das geht schon. So, ich mache das jetzt extra ein bisschen weiter oben. Sonst wäre es wirklich genau hier und das passt mir jetzt also gar nicht. Aber wenn wir das extra weiter oben machen, dann kommt es gut. Glaube ich. Und genau da. So. So, und jetzt stellt sich heraus, dass das Loch gleich nicht ganz in der Mitte war.
Das kommt da rein. Ja, und jetzt haben wir eben das da zu früh aufgeklebt. So ist es. Und jetzt ist die grosse Preisfrage, was denn jetzt hier noch herkommt. Vielleicht kommt ja hier noch ein Vogel. Oder nochmal ein Wolf. Also den Frosch wollte ich nicht. Den wollte ich definitiv nicht. Ich glaube, ich wäre für das Wolfi. So. Jetzt dürfen die hier auch haben. Ich will das sicher wieder wegnehmen. Ja, bestimmt. Das geht nie hin. Und jetzt brauchen wir hier noch ein Bändchen. Das Blau wäre jetzt auch noch schön gewesen, habe ich aber gerade nicht. So. So. Und einmal, zweimal. Komm. Schere. Soli. So. Jetzt fehlt nur noch Zeugs für drin rein, würde ich sagen. Jawohl, mir gefällt das. Ich finde es super hübsch. Zack. Und einmal rundherum. So. Hey, ich habe nur Freude. Gefällt mir mega gut. Finde ich, ist super rausgekommen, für dass das so ein kleines Gebastel war und ich hier 2 Kuverts aneinander machen, damit das wirklich so rauskommt und alles ein bisschen richtig zuschneiden und so weiter und so fort. Für das hat es hier aber auch das coole Täschchen noch gegeben. Und ja, hey, jetzt müssen wir das noch füllen. Ich würde sagen, nächstes Mal machen wir so ein bisschen Sachen, die wir hier noch rein tun können. Ein bisschen Papier habe ich noch. Und dann, wenn ihr Lust habt, dürft ihr gerne reinschauen. Sehen wir uns dann wieder. Tschüss!